Und damit hallo und herzlich willkommen zur NASCAR Whelen Euro Series 2023. Heute vom Brands Hatch Circuit in Großbritannien. Das 10. American Speedfest steht auf dem Programm. Wir schauen auf die beiden. The American Speedfest Edition Number 10 and I have a hometown Der feiert boy mit Premotion aus Deutschland sein Euronascar 2 Debüt, nachdem er zweimal schon die Gleichmäßigkeitsprüfung, die Club Challenge, gewonnen hat. Er sagt, jetzt geht es nicht mehr um die Konstanz, jetzt geht es auch darum, schnelle Runden zu fahren. Natürlich muss ich konstant sein in den Rennen, um erfolgreich zu sein, aber es ist ein komplett anderer Ansatz, den ich hier verfolgen muss. Und ich freue mich natürlich riesig, dass ich jetzt endlich dieses Debüt geben kann in der Euronascar 2. Es macht riesig viel Spaß, das Auto am Limit zu fahren, hier in Brands Hatch auf meiner Heimstrecke. Es ist nicht nur das Debüt von Gordon Barnes, sondern auch das Debüt von Premotion, das hier sein erstes Rennen bestreiten wird. Es war bisher sehr interessant. Irgendwie komme ich mit den deutschen Teams sehr gut klar, denn ich habe ja meine Club Challenge Titel zusammen mit Marco Stipp Motorsport eingefahren. Wir haben ein neues Team, ein neues Auto, alles ist neu und deswegen müssen wir erst einmal diese Hürden nehmen und schauen, dass wir hier in Fahrt kommen, aber das funktioniert sehr gut. Das hier ist Alberto Nascar, der hat nämlich die Pole Position für Runde 3 in der Euronascar 2 Meisterschaft geholt. Eigentlich war Paul Giffraud der schnellste Fahrer, der wurde aber aufgrund eines Unfalls mit unserem Luxemburger, mit Gilles Linster, bestraft. Im Qualifying hat er es da einmal richtig gescheppert und dementsprechend ist Paul Giffraud auf die 4. Position zurückgefallen. Gilles Linster hat sich sehr gut qualifiziert und wird wieder einmal von relativ weit vorne starten, nämlich aus der 3. Startreihe neben Patrick Schober. Jetzt sehen wir auch auf der rechten Seite von uns aus die Startnummer 50, das goldschwarze Auto. Jetzt hinter der 3 und da zieht Gilles Linster auch gleich nach der Ziellinie mal ein Stückchen nach innen. Patrick Schober lässt da genügend Platz und es geht rein in Paddock Hill Bend. Vorne an der Spitze haben wir Alberto Nascar, der kämpft da mit Vladimiros Tsotzis, der innen versucht reinzustechen und außen hat er da Martin Dubek an der Türklinke hängen. Die Startnummer 7 von Hendricks Motorsport, das ist der Teamkollege von Gilles Linster in der Startnummer 7, das ist das schwarz-blau-gelbe Auto, jetzt auf der 2. Position. Tsotzis ist im Academy Café Euronascar FJ auf der 3. Position, das ist das bunte Auto mit der Startnummer 5. Dann Paul Giffraud auf der 4, Gilles Linster auf Rang 5. Der macht bisher ein gutes Rennen und hängt da am Heck des Franzosen. Es geht wieder rein in Kurve 1. Außen versucht es Gilles Linster da mal. Das ist meistens nicht von Erfolg geprägt. Er versucht es jetzt aber mit dem Criss-Cross-Manöver gegen Paul Giffraud. Die beiden nebeneinander in Richtung Druids. Schafft es hier, Gilles Linster die 4. Position zu übernehmen. Es sieht gut aus für den Luxemburger und er hat es geschafft. Der aus Frison stammende Fahrer holt sich die 4. Position und ist damit einen Schritt näher herangekommen an das heiß ersehnte Podium hier in Brands Hatch. Nascar hat alles im Griff. Dafür hat Vladimiros Tsotzis Martin Dubek überholt. Der ist jetzt neuer Zweiter, der Zyprer mit der Startnummer 5, der bisher alle Euronascar-Rennen gewonnen hat. Die beiden in Valencia gingen beide an Vladimiros Tsotzis, der da eine unglaubliche Pace gehabt hat. Gerade haben wir ganz kurz im Hintergrund gesehen, dass das Auto von Nick Schneider, der für Marco Stipp Motorsport an den Start geht, langsamer geworden ist. Da gibt es technische Probleme am Chevrolet Camaro. An der Spitze erst einmal nichts Neues. Nascar vor Tsotzis, dann Dubek, dann Linster, dann Paul Giffraud auf der 5. Position, der die schnellste Runde im Qualifying gedreht hatte, aber eben in diesem Unfall mit Gilles Linster verwickelt war. Linster ist da sogar mit einer offenen Motorhaube rundenlang unterwegs gewesen und hat es geschafft, das Auto zurück an die Box zu bringen. Er hat aber dadurch wichtige Tracktime verloren und dementsprechend gab es da dann auch eine Strafe von der Rennleitung aufgrund dieses Unfalls. Da ist das Auto von Nick Schneider, der steht relativ in Sicherheit. Bisher gibt es keine Caution, keine Gelbphase hier auf dem Indy Circuit mit einer Länge von 1,9 Kilometern. 31 Runden werden in diesem Lauf hier gefahren. Verbremser jetzt von Alberto Nascar, das kann sehr, sehr bitter sein, so ein Verbremser, weil die Fahrer vom Qualifying bis zum 2. Rennen nur einen einzigen Satz Reifen zur Verfügung haben. Also jedes Mal, wenn die Reifen so ein bisschen gestresst werden, ist das schon ein riesiges Problem, weil die Reifen eben 2 Rennen und das Qualifying überstehen müssen. Nascar gegen Tsotzis und jetzt kommt doch das Safety Car raus. Gelbphase aufgrund des havarierten Fahrzeugs von Nick Schneider. Hier haben wir ihn in Clearways, steht er da und muss gleich abgeschleppt werden. Das Pace Car verlässt die Strecke, damit sind wir bereit für den Restart. Alberto Nascar auf der Innenbahn, außen Vladimiros Tsotzis und der hat Gilles Linster direkt hinter sich. Keine gute Ausgangslage, die Außenbahn definitiv etwas schwieriger hier im Brands Hatch, was den Start betrifft.
Lindster muss jetzt also aufpassen, dass er da nicht von Giuffreau wieder zurückgeschnupft wird. Momentan ist er noch auf der 4. Position, aber Paul Giuffreau kommt da sehr, sehr gut durch Paddock Hill Bend durch. Schauen wir mal, was in Druids passiert. Nasca, Zorzis, Dubek, Lindster. Also bisher hat sich der Luxemburger da sehr gut geschlagen. Und auch hier im hinteren Mittelfeld geht es ordentlich zur Sache. Jetzt greift er dann nach der Position von Martin Dubek. Ist das die 3. Position für Lindster? So ist es. Stark gemacht. In seinem Toyota Camry bastelt er da ein Überholmanöver zusammen und schafft es da, seinen Teamkollegen von Hendricks Motorsport hinter sich zu lassen. Gil Lindster ist damit auf dem Kurs, hier sein erstes Podium in dieser Saison zu holen. Zorzis ist dran an Alberto Nasca. Da geht es um die Führung in diesem Rennen. Auch das ist ein richtig intensiver und heißer Kampf, den wir hier sehen. Zorzis versucht es jetzt schon mit dem Criss-Cross-Manöver. Das funktioniert im Paddock Hill Bend wirklich sehr gut. Da geht es wie in einer Achterbahn runter und jetzt hat er die Innenbahn. Zorzis rein in Druids, überschießt die Kurve nicht und das sieht gut aus. Führungswechsel. Zorzis auf der 1, Nasca auf der 2, Gil Lindster jetzt auf der 3. Position. Spannung pur hier vorne an der Spitze in der Euro-NASCAR 2 Meisterschaft. Das ist die 2. Division für Youngster und Gentleman-Fahrer. In der Euro-NASCAR Pro haben wir dann die Top-Piloten, die Creme de la Creme des europäischen NASCAR-Sports. Und Zorzis fährt in beiden Meisterschaften, genauso wie Martin Dubek auf der 4. Position. Eigentlich wollte sich Vladimiros Zorzis in dieser Saison auch auf die Pro-Wertung konzentrieren, aber er hat ein Angebot bekommen von Academy Cafe Motorsport, auch ein weiteres Jahr in der Euro-NASCAR 2 zu fahren. Paul Giuffreau kämpft hier um die 5. Position mit Patrick Schober aus Österreich. Da haben wir auf der rechten Seite gerade die 27 gesehen. Da schalten wir jetzt auch gerade on board. Das ist Patrick Schober im WV Racing Ford. Er lebt in der Slowakei, ist aber Österreicher, wurde in Spanien geboren und Paul Giuffreau, der Franzose, in der Nummer 3 hat es geschafft, an der 27 hier vorbeizufahren. Der Kampf um die 2. Position. Nasca, Lindster und Dubek. Lindster ist da gerade so ein bisschen in Straucheln geraten. Zumindest war das mein Gefühl, weil er dann einen ziemlich großen Bogen auf Paddock Hill Bend gefahren ist. Und jetzt ist er plötzlich dran am Heck von Alberto Nasca, der im Jahr 2022 den Vize-Meistertitel geholt hat. Er ist Zweiter geworden hinter Liam Hesemanns, der damit dann den Sprung in die Euro-NASCAR Pro gewagt hat. Er startet mit Gil Lindster zusammen im Toyota Camry mit der Startnummer 50. Und da muss ich einfach mal ein bisschen Werbung für die beiden machen. Das sind Best Buddies. Die haben eine tolle Geschichte aufgebaut, und zwar auf ihren YouTube-Kanälen von Liam Hesemanns und von Gil Lindster. Da gibt es tolle Einblicke hinter die Kulissen der Euro-NASCAR. Es gibt einige schräge Spiele, die gegeneinander spielen. Die nehmen sich nicht so ernst, aber sind natürlich im richtigen Moment dann auch wieder im Tunnel. Also da sollten alle Fans mal unbedingt reinschauen. Gil Lindster auf YouTube, der hat da wirklich ein tolles Programm mit seinem Teamkollegen, mit Liam Hesemanns, aufgebaut. Und hier versucht er alles, um die 2. Position zu übernehmen. Lindster muss aber aufpassen, weil Martin Dubek da wirklich alles gibt, um diese 3. Position wieder zurückzubekommen. Und dann lauert da auch noch ein Paul Giuffreau, der im Qualifying bereits sehr stark bewiesen hat, wie schnell er ist. Vorne an der Spitze ist Zorzis enteilt und jetzt kommt der Angriff da in Clearways von Martin Dubek gegen Gil Lindster. Die beiden nebeneinander. Es geht jetzt auf die Brabham Straight. Das ist die Stadtzielgerade, die eigentlich keine Gerade ist, sondern eine langgezogene Rechtskurve. Generell gibt es auf diesem 1,9 Kilometer langen Indy-Kurs keine einzige echte Gerade. Die Fahrer müssen immer am Lenkrad arbeiten. Und Gil Lindster verliert da die 3. Position gegen Martin Dubek, der sich da ganz fair wieder auf die 3. Position geschoben hat. Der Konterversuch von Lindster in Druids, da ist er außen. Jetzt muss er wieder aufpassen, weil Paul Giuffreau plötzlich da ist. Aber Lindster kann sich erst einmal auf dieser 4. Position festsetzen. Dubek hat das wirklich stark gemacht. Die beiden sind natürlich auch im regen Austausch. Gil Lindster und Martin Dubek, beide fahren sie ja in der Euro-NASCAR 2 Meisterschaft für das niederländische Team von Roy und Jupp Hendricks. Das hier ist Claudio Remigio Capelli aus Italien. Er startet für Race Art Technology aus der Schweiz und er kämpft da in der Legend Trophy gegen Michael Blekemolen in der 72. Und Blekemolen kommt da etwas auf das Gras und dann gibt es einen Kontakt zwischen den beiden. Knallt ordentlich und beide sind da erst einmal abseits der Strecke und es gibt die nächste Gelbphase, weil Michael Blekemolen seinen Boliden nicht mehr auf die Strecke bekommt. Der 72-jährige ehemalige Formel-1-Fahrer ist damit raus. Capelli kann weiterfahren und damit gehen wir rein in den nächsten Restart.
Vladimiros Tsortzis wartet und gibt jetzt Gas. Overtime, Green, White, Checkered Finish. Eine Runde unter Grün, dann noch eine weitere mit der weißen Flagge. Dann ist es die letzte Runde und dann sehen wir die schwarz-weiß karierte Flagge. Also, Vladimiros Tsortzis hat sich sehr gut durchgesetzt und dann gibt es einen richtig heftigen Unfall zwischen Jack Davidson in der 48 von Marco Stipp und Patrick Schober in der 27 von Double V Racing. Und dadurch muss dieses Rennen hier unter Gelb beendet werden, weil der Schaden einfach zu groß ist. Tsortzis gewinnt EuroNASCAR 2 Runde 3 gegen Alberto Nasca und Martin Dubeck. Gillenster aus Luxemburg wird Vierter und sammelt damit wieder wichtige Punkte. Hier sehen wir den Unfall nochmal aus der Perspektive von Jack Davidson. Der hatte keine Chance da auszuweichen. Patrick Schober hat im Kurvenausgang vom Paddock Hill Probleme bekommen. Und dann hat es geknallt. Das Wichtigste, beide Fahrer sind in Ordnung. Da sehen wir Patrick Schober und auch Jack Davidson aus dem Auto. Und das hier ist der Sieger, Vladimiros Tsortzis. Schalten wir runter zu mir in die Victory Lane. Das ist jetzt natürlich der dritte Rennsieg in Folge. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat. Ich habe euch doch vor diesem Rennen gesagt, das ist quasi ein Neustart für uns, nachdem wir wieder Probleme in der EuroNASCAR Pro hatten. Das Team hat einen wirklich tollen Job gemacht, mir ein fantastisches Auto aufgestellt, hingestellt. Und ich bin natürlich sehr glücklich, dass da bei diesem heftigen Unfall niemandem etwas passiert ist. Es ist, wie es ist. Jetzt ist das Rennen vorbei und wir sind sehr glücklich über diesen Sieg. Das ist Stefano Bacci, der Teammanager von Academy Motorsport. Hören wir mal rein, wie stolz er auf Vladimiros Tsortzis ist. Ja, wir sind natürlich super glücklich als Team. Er ist wirklich ein vielversprechendes Talent und fährt hier richtig starke Rennen. Wir sind super stolz darauf. Wir wollen natürlich noch in der EuroNASCAR Pro eine Schippe drauflegen. Da hatten wir wieder ein technisches Problem, aber hier in der EuroNASCAR 2 haben wir Gas gegeben. Das Team hat klasse gearbeitet und morgen wollen wir am Sonntag natürlich in beiden Rennen vorne mit dabei sein. Das ist einer der Team-Eigner, das ist Alex Caffi, auch ein ehemaliger Formel-1-Fahrer und im Hintergrund auf der linken Seite jetzt, das ist der Academy Motorsport-Besitzer Federico Monti. Und Alex Caffi sagt, hier im Brands Hatch als EuroNASCAR-Pilot zu gewinnen, das ist so, als würde ein Formel-1-Fahrer in Monaco gewinnen. Es ist ein unglaublich tolles Event mit Zehntausenden von Zuschauern und vor ihnen einen Sieg einzufahren, das ist einfach nur fantastisch. Ein großartiges Gefühl für jeden Fahrer, der hier in der NASCAR Whelen US Series an den Start geht. Das also die Aussagen von Academy, Alex Caffi, Motorsport und natürlich ihren Fahrer Vladimiros Tsortzis, der zum dritten Mal in Folge in der EuroNASCAR 2 gewinnt. In der Rookie Trophy haben wir Thomas Dombrowski vor Victor Neumann und Igor Sicuro. Dann haben wir in der Legend Trophy Capelli vor Riccardo Romagnoli und Roberto Benedetti. Die Lady Trophy geht an Ariana Casoli aus Italien. Und damit schauen wir jetzt auf die vierte Runde der EuroNASCAR 2, das zweite Rennen hier in Großbritannien. Und wir schauen erst einmal auf einen weiteren Protagonisten. Wir wollen unbedingt mit Vladimiros Tsortzis sprechen, der bisher 3 von 3 Rennen in der EuroNASCAR 2 Meisterschaft gewonnen hat. Übrigens der Rekord liegt bei 5 Siegen in Folge beim Saisonstart aus dem Jahr 2016. Der Fahrer, der das geschafft hat, ist Denis Loger. Jetzt hören wir aber rein bei Vladimiros Tsortzis, der hier vor dem Le Mans Auto steht, das NASCAR bei den 24 Stunden von Le Mans eingesetzt hat. Genauer genommen ist das hier ein Prototyp, der zu den Tests eingesetzt wurde. Und jetzt sprechen wir mal über die Erfolge von Vladimiros Tsortzis in der EuroNASCAR 2. Wir haben leider immer noch Probleme in der EuroNASCAR Pro. Das möchte ich erst einmal nach vorne bringen. Wir hatten einen Crash in Valencia, hier hatten wir technische Probleme, wir sind da zweimal ausgefallen. Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben in der Top-Division der EuroNASCAR. Dafür läuft es aber in der EuroNASCAR 2 wirklich richtig gut. Wir sind sehr gut aufgestellt, das Auto läuft wirklich fantastisch, es ist verdammt schnell. Und wir arbeiten darauf hin, extrem konstant zu sein. Das funktioniert wirklich sehr gut. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir in der EuroNASCAR Pro noch ein bisschen mehr Glück haben werden, sodass wir auch da mitfahren können. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich toll, in der EuroNASCAR 2 die Meisterschaft anzuführen und wir wollen da natürlich anknüpfen und weitermachen. Vladimiros Tsortzis kommt von der Insel Zypern und da gibt es mittlerweile eine richtig tolle EuroNASCAR-Community und er sagt auch, dadurch, dass ich da mitfahre, dadurch wurde der NASCAR-Funke auf Zypern entfacht. Ich bekomme da wirklich sehr, sehr viel Unterstützung aus meiner Heimat und natürlich hoffe ich, dass wir eines Tages mit der NASCAR Whelen US Series ein Rennen auf Zypern fahren werden. Das wäre wirklich mein Riesentraum.
Das also die Worte von Vladimiros Tsortzis, der in diesem Rennen aufgrund der schnellsten Rennrunde am Samstag auch von der Pole Position aus starten wird. Also er hat wieder alle Trümpfe in der Hand, der Zyprer mit der Startnummer 5. Er kommt aus Nikosia, aus der Hauptstadt von Zypern, und wird hier in diesem Rennen gleich die Meute in Richtung grüne Flagge bringen, während wir hier noch einige tolle Bilder vom Gridwalk sehen. Auch das ist immer ein absolutes Highlight in Großbritannien, aber auf allen Strecken, denn diese Gridwalks gibt es in der Regel auf allen Kursen. Das ist in der NASCAR Whelen Euro Series ein Garant für tolle Fannähe. Wir schauen auf das Rennen und das ist ein toller Start von Paul Giffrot. Und wenn man jetzt mal auf den Asphalt schaut, das ist ein bisschen nasser, denn es gab einen dicken, fetten Regenschauer vor diesem Rennen und die Fahrer sind auch alle hier auf Regenreifen unterwegs. Und Paul Giffrot hat keine Erfahrung auf einer nassen Rennstrecke und trotzdem kommt er hier vor Vladimiros Tsortzis in Richtung Druids und übernimmt die Führung. Das könnten die ersten Leadlaps, die ersten Führungsrunden für Paul Giffrot aus Frankreich sein, der vergangenes Jahr in die Euro-NASCAR eingestiegen ist mit Speedhouse und jetzt mit RDV Competition hier an den Start geht. Wo ist Jelinster? Der hat definitiv einige Fähigkeiten entwickelt im Regen. Der müsste momentan auf der 5. Position sein. Jetzt muss er aufpassen, dass er da nicht noch von Melvin de Groot geschnupft wird, sonst wäre er noch 6. Also Linster momentan auf der 5. Position, auch wenn da außen immer noch der Niederländer de Groot versucht alles, um an der 50 vorbeizugehen. Auch jetzt hier auf der Brabham Straight. Vor den beiden Alberto Nasca, der hat ein bisschen Training gehabt im Nassen und zwar bei einem Test mit Cal Racing, da war Mark Goossens auch mit dabei und der hat natürlich schon alle Bedingungen erlebt, die es im Rennsport gibt und dementsprechend hat der da alle Geheimnisse mit Alberto Nasca geteilt. Jetzt haben wir aber gesehen, dass Melvin de Groot wirklich an Linster vorbeigegangen ist. Linster war da wieder sehr aggressiv unterwegs und wollte Alberto Nasca unter Druck setzen und dabei hat er so ein bisschen den de Groot aus den Augen verloren und der konnte dann eine offene Tür ganz hart ausnutzen. Das ist eine Situation, die ich bei Jelinster in diesem Jahr schon öfter gesehen habe, dass er immer wieder sehr aggressiv nach vorne versucht zu arbeiten und genau in diesen Situationen dann auch mal eine Position verliert, weil er dann die Tür aufmacht und ein Konkurrent einfach durchschlüpfen kann. Da müssen wir mal schauen, ob sich das im Laufe der Saison weiter bestätigt, dass er diese Problematik hat oder ob er es abstellen kann. Vorne an der Spitze hat Vladimiros Tsortzis aufgeholt. Das liegt daran, dass Paul Giffrot einen deutlich höheren Reifendruck hier in diesem Rennen fährt, weil er gehofft hat, dass es deutlich nasser bleibt. Jetzt könnte es aber schon so sein, dass die Ideallinie hier so ein bisschen abtrocknet und dadurch würden seine Reifen jetzt gerade überhitzen. Und das ist bei Vladimiros Tsortzis eben nicht der Fall, der deutlich weniger Reifendruck hat. Deswegen ist auch Giffrot am Anfang des Rennens, wo es deutlich nasser war, so gut weggefahren. Jetzt, wo es trockener wird, hat aber Tsortzis die Asse im Ärmel. Also so schnell kann sich eine Situation an der Spitze eines Autorennens ändern. Aber Tsortzis ist noch nicht vorbei an der Startnummer 3, auch wenn er jetzt hier mächtig viel Druck macht. Wir sind in Clearways unterwegs und jetzt geht es gleich rein auf die Brabham Straight, die keine Straight ist, sondern eine Kurve. Also das sieht man auch ganz klar, dass hier die ganze Zeit nach rechts gelenkt werden muss. Jetzt sind wir quasi am höchsten Punkt der Strecke und dann kommt dieser achterbahnartige Abfall in Paddock Hill Bend. Da geht es runter, 50, 60 Meter. Das ist unglaublich, wie viele Höhenmeter da zurückgelegt werden. Und das fällt auch nicht auf. Hier fährt man Richtung Druids dann quasi wieder eine Wand hoch. Und auch hier ist man dann relativ weit oben, denn dann geht es wieder runter. Also diese Strecke hat wirklich alles, obwohl sie nur 1,9 Kilometer lang ist. Sie gehört zu den Herausforderungen im NASCAR Whelen Euro Series Kalender. Viele Fahrer sagen, dass das hier die schwierigste ist, obwohl es die kürzeste ist. Vladimiros Tsortzis versucht es links, versucht es rechts, aber er findet bisher noch keinen Weg an Paul Giffrot vorbei. Und die beiden sind hier auch in diesem Rennen absolut das Maß aller Dinge. Die haben da Martin Dubek schon lange abgeschüttelt. Das ist jetzt die Chance für Vladimiros Tsortzis und so ist es. Führungswechsel gegen Paul Giffrot. Da hat Vladimiros Tsortzis kurzen Prozess mit dem Franzosen gemacht und sich die Führung zurückerkämpft. Irgendwas liegt da übrigens auf der Startzielgeraden. Irgendein kleines Teil, was von einem Auto abgefallen ist, scheint aber kein Grund zu sein, hier eine Gelbphase auszusprechen. Hier haben wir Alberto Nasca gegen Martin Dubek. Es geht um die 3. Position. Dubek ist da vorne im blauen Ford unterwegs. Und Alberto Nasca versucht da in seinem Chevrolet Camaro mit der 54 von Cal Racing Boden gut zu machen. Und dahinter lauert dann Melvin de Groot in der 69 von Team Blekemolen. Und dann haben wir den Hendricks-Piloten Jelinster aus Luxemburg, der momentan auf der 6. Position unterwegs ist. Der würde natürlich davon profitieren, wenn hier einer einen Fehler macht. Aber erst einmal geht Alberto Nasca an Martin Dubek vorbei, zumindest im ersten Moment. Hier findet er gerade eben noch die Lücke, um die Tür wieder zuzumachen. Und damit bleibt Alberto Nasca auf der 3. Martin Dubek muss aufpassen, weil jetzt Melvin de Groot plötzlich da ist.
Das ist ein super spannendes Rennen auf schwierigen Bedingungen, weil die Strecke halb nass, halb trocken ist und immer wieder gibt es auch kleinere Schauer, die die Strecke dann wieder immer ein bisschen befeuchten. Jetzt sind wir hier on board bei Paul Giffrot. Der kämpft da immer noch mit Vladimiros Tsortzis und der junge Franzose bleibt dran in seinem Auto von RDV Competition. Und da kommt Vladimiros Tsortzis viel zu weit raus sogar aufs Grün. Das sehen wir jetzt hier auch in der Onboard-Perspektive und es gibt wieder einen Führungswechsel. Paul Giffrot, neuer Erster, beziehungsweise wieder Erster. Und damit sammelt er weiterhin fleißig Leadlaps. Hier sehen wir die Situation nochmal, da kommt er einfach zu weit raus, muss so ein bisschen das Kiesbett mitnehmen und das ist natürlich die entscheidende Lücke für Paul Giffrot, um hier die erste Position zu übernehmen. Vladimiros Tsortzis aber ist sofort wieder da und versucht sich die Führung zurückzuerobern. Es geht auf die Startzielgerade und da hängt er schon am Backbumper von Paul Giffrot. Kann Tsortzis wieder einmal die erste Position zurückerobern. Hier versucht er schon innen, aber da muss er nochmal zurückziehen. Da ist Paul Giffrot auf einer richtig guten Linie unterwegs gewesen und hat da nichts anbrennen lassen. Auch in Druids fährt er hier Kampflinie und somit erst einmal keine Chance für Vladimiros Tsortzis an der Startnummer 3 vorbeizugehen. Vielleicht aber jetzt hat er einen Vorteil innen. Er setzt sich daneben und das ist der erneute Führungswechsel. Wieder ist es Vladimiros Tsortzis, der hier zurückschlägt. Stark gemacht gegen Paul Giffrot, der auf diesen Reifen einfach keine Chance mehr hat, sich zu verteidigen. Da wurde einmal ein bisschen falsch gegambelt, was den Reifendruck angeht. Aber hätte es etwas mehr geregnet, dann wäre Giffrot natürlich der große Held gewesen. Dann hätte diese Strategie definitiv funktioniert. Hier unten haben wir übrigens Gordon Barnes, der überrundet wird in der Startnummer 99 von BreeMotion. Der feiert hier sein Euro-NASCAR 2 Debüt und erfüllt damit einen Lebenstraum. Natürlich ist er schon zweimal Club Challenge Champion geworden, aber der wollte immer in einem kompetitiven NASCAR-Rennen mitfahren und genau das hat Gordon Barnes an diesem Wochenende geschafft. Melvin de Groot jetzt mit dem Pass on the Grass gegen Martin Dubek und der kommt da wirklich an der Meute vorbei, obwohl er da auf der Wiese unterwegs gewesen ist. Also jetzt de Groot vor Dubek und Gillinstar. Auch das hier ist wie das erste Euro-NASCAR 2 Rennen ein super spannender Lauf. Insbesondere auch, weil wir hier schon 2 Führungswechsel gesehen haben. Eigentlich 3 am Start. Erst Giffrot vorbei an Tsortzis, Tsortzis vorbei an Giffrot, Giffrot wieder an Tsortzis und dann wieder Tsortzis an Giffrot. Also wer hier nicht genügend Action erlebt hat, dem kann ich dann auch kein besseres Racing mehr anbieten. Weil das hier ist wirklich Nonplusultra im Tourenwagensport in Europa. Viel spannender kann es eigentlich nicht sein. Giffrot gegen NASCAR. Das ist jetzt plötzlich das Duell, denn Giffrot hat ordentlich Boden verloren, aber NASCAR, dem gehen hier die Runden aus und vorne an der Spitze fährt Vladimiros Tsortzis zu seinem 4. Sieg in Folge. Damit hat er 160 Punkte auf dem Konto. Giffrot wird Zweiter vor Alberto NASCAR. Melvin de Groot wird Vierter und Gillinstar, der komplettiert hier die Top 5 und rundet damit ein wirklich starkes Rennwochenende in Brands Hatch ab. Er hat zwar wieder kein Podium geholt, aber dafür wieder sehr, sehr wichtige Punkte für die Gesamtwertung gesammelt und damit bleibt Gillinstar auch im Titelkampf eine wichtige Figur. Wir schalten runter in Richtung Victory Lane mit Vladimiros Tsortzis. Es geht hier bei meiner Frage darum, wie dieses Rennen war aufgrund der wechselhaften Bedingungen. Und er sagt, ich muss erst einmal Hut ab sagen, denn Paul Giffrot hat da wirklich einen tollen Job gemacht. Ich komme natürlich aus einer Region, in der oft die Sonne scheint, also Regenrennen sind etwas, das ich nicht so gut kenne, aber ich hatte schon etwas Erfahrung. Wir hatten wirklich ein tolles Rennen hier, das Auto hat sehr gut funktioniert und ich musste ein bisschen geduldig sein, auch wenn ich da einen Fehler gemacht habe. Und am Ende hat es wieder funktioniert, auch im Regen. Das zeigt, was für ein gutes Paket wir hier haben. Ich habe wirklich alles gegeben und am Ende hat es gereicht, auf Platz 1 zu fahren. Und immer wieder hier am Limit zu sein, das ist wirklich eine große Freude. Paul hat hier einen tollen Job gemacht und hat mich auch wirklich ans Limit gezwungen. Es war insgesamt ein wirklich tolles Rennen. Wir haben jetzt 4 Rennen in Folge gewonnen. Wir sind natürlich super glücklich. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir in der Euro-NASCAR Pro irgendwann auch nochmal einen Erfolg feiern können. Und jetzt geht es einfach darum, in der Euro-NASCAR 2 diese Gesamtführung zu verteidigen. Also Hut ab vor Paul Giffrot, auch von mir hier natürlich. Keine Erfahrung im Regen, das ist das, was er mir vor dem Rennen gesagt hat. Und trotzdem war er so kurz davor zu gewinnen. Und er sagt, ich habe das wirklich überhaupt nicht erwartet. Wir waren wirklich verdammt schnell am Anfang des Rennens. Das lag aber daran, dass wir mehr Reifendruck drin hatten.
Und als dann die Reifen zu heiß geworden sind, da konnte ich dann mit Tsortzis einfach nicht mehr mithalten. Der war dann am Ende sogar 3 Sekunden schneller als ich. Aber wir sind natürlich super happy über diesen zweiten Platz. Ich habe so viel Spaß gehabt, da im Regen zu fahren. Das war wirklich ein toller Lauf. Tsortzis liegt also auf Platz 1 in der Gesamtwertung vor Alberto Nasca und Paul Giuffreau. Jelinsta mit 131 Punkten, also 29 Zählern Rückstand auf Platz 4. Der hat immer noch gute Chancen, in den Titelkampf einzugreifen. Jack Davidson gewinnt in der Rookie Trophy. In der Legend Trophy haben wir Melvin de Groot auf der ersten Position. Und die Lady Trophy geht wieder an die einzige Frau im Feld, an Ariana Cassoli. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie mit dabei gewesen sind. Mein Name ist André Wiegold. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann geht es nach Italien, nach Vallelunga.